Terpsynje, welkom zum Terpsynje. Schön, dass du angeschaut hast. Terpsynje, wo wir Terp singen. Das ist das, was sagt, denn wir laden dich auch an, dass du, wo immer du bist, anstimmst. Und das sind Leute. Und wenn wir Gott anbeten, dann ist das ganz bewusst immer eine Zeit, wo wir uns einfach Zeit nehmen. Wie Menschen, wir beschäftigen uns alle mit verschiedensten Dingen. Und du hast bestimmt auch Dinge, die du erlebst, die dich beschäftigen. Aber wo wir dann ganz bewusst eine Zeit uns nehmen, um da in unser Hände auszustreichen. Und das ist ein Trächter, wo Gott einfach in uns Hort nennt, wo wir total lassen, dass Gott uns fällt mit seiner Wahrheit. Und dort ist uns Wunsch und Gebet, dass das von dir passieren kann. Hier und ja uns und auch für die du tust. Mit allem, was ich sie, will ich Gott loben. Will wir das? Ja. Machen wir proben. Min hart med dankbarhet. Skotar vi idag fräscht. Tiden läuft, det fällt min hart med dankbarhet. Das Licht auf diestre Dachberg. Och vad jag vi förlorar för bäst du och vad jag die nicht immer voll bäst du med allem vad jag ser väl jag vill loven med mina stämmer öppet grut du bäst du med allem vad jag ser väl jag vill loven van Worten sing jag kring willst du bist min Gott.
voll, bist du. Auch wann ich nie verloren voll, bist du, Jesus. Auch wann ich die nicht immer voll, bist du. Wunderbar ist das Gott, dass wir die in alle Lebenslaufen anrüppen dürfen. Dann, selbst in dem Moment, wo wir die nicht fühlen. Das ist großartig. Wie sollen dass wir von der hier jemanden satte Hand hier sonst nicht satt? Ich glaube, der wird sich selbst verstellen. Aber auf jeden Fall, weil er uns hier eine Geschichte vertellen in einem Wort, das jetzt, keine Ahnung. Wir lassen uns hiervon einfach überraschen. Ja, ich kann die alle, aber die Menschen durch, vielleicht noch nicht, vielleicht sagst du einfach die Nummern. Gert, mijn naam is Norbert Niefeld. En ik mag hier van een Kindergeschichte vertellen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, der bestimmt nicht ganz vor allem so sehr bekannt ist. Dort geht von dem König Josaphat. Das wie ein König, der glaubt an Gott. Der hat sein ganzes Vertrauen immer war auf Gott gesagt. Der sagt Gott mit allem. Eines Tages dann kriegt heute nur recht, dort durch der Ammoniter, der Edomiter und auch der Moabiter, Ammoniter und der von Borch Seir. Die kommen alle in Valien am Kriegen. Die Menschen sind viel mehr als heute. Das ist ganz klar. Dat kriegt hij niemals haben mit den Menschen Juda. Seine erste Reaktion was halt das ist, er sieht Gott. Er lässt ganz Juda ein Fasten ertreiben. Die ganze Menschheit, Erle, Kenia, Frühs und Mana, die kommen im Tempel und beten. Er dankt Gott, also der König dankt Gott für all das, was er in den getan hat. Und ganz besonders dankt er Gott, dass er immer weiter sein Wut, sein Versprechen treu hält. Und dann verteilt er Gott auch diese 3 Stämme, der Moabiter, Ammoniter und der von Borch Seir. Das sind Menschen, die dürfen sie nicht uitraten. Als sie damals in dem Auszug in Ägypten tragen, die dürfen sie bloß durchgehen und dann aber nicht vernichten. Das sind Nachkommen von Lot und von Esau. Und nu willen diese en verstehen, wo hij dat versproken heeft, en te beschützen. Und während heute bet, und die Menschen mit Gott anbeten, auf einmal kommt der Geist Gottes auf dem Jehaziel. Jehaziel wie ein Nachkomme von der Levite, also von der Sänger, würde ich gerne sagen, von der Priester. Und der sagt, die Lied von Juda, und das kann ich Josaphat. Habt keine Angst. Dem Krieg, was ich führe, das ist nicht genau. Das ist mein Krieg, sagt Gott. Ich will für ihn kämpfen. Und sie fangen Gott wieder an zu danken, zu loben. Und er sagt auch noch wieder, was sie derne sollen, sie sollen nächsten Tag tätig, Samarias, sich reitmerken, und bei da in der Stadt, in der Wüste gehen, und du einfach checken, was Gott für ihn tut. Nächsten Tag tätig, merken sie sich rein, jüdische Soldaten. Und dann sagt der König, so, nu alle Leviten, alle Sänger, schmole Pferde, Soldaten, und dort kommt uns vielleicht mit Kermisch fair, wenn der Sänger stelle vorabgehen und die Soldaten hier ran. Und er sagt, Jungs, nu ist es Zeit, dass wir Gott vertrauen. Nu lasst uns ab Gott festhalten. Das, was wir einmal gesagt haben, weil wir nicht dürfen. Und die Leviten fangen an zu danken, zu loben. Und gehen Pferde weg. Und währenddessen passiert der Schlacht unter dem Toll.
wo erstmal der Moabiter und der Ammoniter sich gegen der andere und der alle vernichten. Und dann, als sie den dort gemerkt haben, merken sie sich gegen sie dich rennen alle dort. Du bleibst keiner Eva. Als der Israeliter das seine, dann sagen sie im ersten Moment, sei erfreut, sei danke Gott wieder. Und das Volk kam terp, dann sagt er, hole sie all das Gold, all das Feu, all die Gerätschaft, was die gehabt haben, und da sich das an. 3 ganze Tage, die diese Sache angedeutet haben. So viele Sachen haben die mitgebracht, und als sie dort dann angedeutet haben, am 4. Tag tragen sie 3 in einem Palast, in einem Tempel, und danke Gott wieder. Und was mir hier so sehr wichtig wird, dort, das kann ich. Der verleiht sich nicht, sie in eine Kraft. Vielleicht hast du als Schüler eine schwere Situation mit dieser ganzen Hilfswirtschaft zu schaffen. Und seht Gott. Gott wird dir helfen. Da wünsche ich uns allem, dass wir immer wieder schlafen haben. Einfach nach Gott kommen und am dafür beten und danken können. Wenn es fertig glaube ich zu wenig, dass wir zu wenig danken. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Dankeschön, Jesus, für das Geschichte mit dem Alten Testament, wo dir ganz klar wiese das, dass wir mit allem nach dir kommen dürfen. Jesus, du bist der Sieger. Danke dafür. Und ich bete, dass die Kinder mit all ihren Sorgen, mit all ihren Troubles, was sie haben, immer weiter können, verdient an ihr sich kommen. Und die sehe ich. In die Nummer Jesus. Amen. Wenn wir singen, dann singen wir nicht bloß die so. Wenn wir singen und Gott segnen und haben anbeten, dann passiert da was. Und das kann ich Josaphat. Dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott wirklich das in unserem Leben. Und wie Gottes Angesicht segnen. Gott von sich selbst nicht, da wir vor ihm nicht te groot op de Welt te komen, Mensch te worden, ons te segnen, onze sind, en ons hand te treten naar zijn Leib. Deze Leib, die daar we nu ook vinden, die daar we ervaren, ook wanneer we nu wieder zingen en Gott aanbeten. En dan daar we erop vertrouwen dat Jezus in onze leven wordt gedaan in onze leven. Es leid, dei baust dort mehr, Leibliche, dei Beber schwamm, wurde ich nicht sehen Kreis heim, du für uns, sind blöd du dran, wer kommt seine Leib vermieten, wer singt da nicht voller Freude, niemals Wort, mon am verjede, nicht im Himmel sei wie wie dem Krieg, dort auf dem Humpel, erst nicht wahr, ganz Breuden für uns, ihr wollt nicht bräut, nur ein Leib ward hüt gewollt, dort vom Buwe ohne Gerechtigkeit, die wir nicht toten, für eine schöne Welt mit Leid.
wasch mich rein, en merk mich heilig, fall mein Haar mit Leife dir. Ik leef die Hand, ob die nicht nur das Tor verloten und meine dir auf deine Hand mir hält. Von dem Moment, wann ich ja war ich mir weil ich seh von der Schönheit von Gott. Mein ganzes Leben wirst du treu. Mein ganzes Leben wirst du Gott sagen. Solange hast du mir aufs Tod leben, wo ich seh von der Schönheit von Gott. Ich lauf deine Stadt, hatte letzt mir echt dort viel. In dunkler Nacht, bist du dich bei mir, sitzt schon dran. Ich kann dieses Futter, ich kann dieses Fried, in ein Lieb, in die Schönheit von Gott. Mein ganzes Leben wirst du treu. Mein ganzes Leben wirst du Gott sagen. Solange hast du mir dort leben, wo ich seh von der Schönheit von Gott. Deine Schönheit, der hat mich hingebracht. Deine Schönheit, der hat mich hingebracht. Ich leib mein Leben an, ich zieh an gegeben, ich geb dir alles an. Deine Schönheit, der hat mich hingebracht. Deine Schönheit, der hat mich hingebracht. Deine Schönheit, der hat mich hingebracht. Ich leib mein Leben an, ich zieh an gegeben, ich geb dir alles an. Deine Schönheit, der hat mich hingebracht. Mein ganzes Leben wirst du treu. Mein ganzes Leben wirst du Gott sagen. Solange hast du mir aufs Tod leben, wo ich seh von der Schönheit von Gott. Mein ganzes Leben wirst du treu. Mein ganzes Leben wirst du Gott sagen. Solange hast du mir aufs Tod leben, wo ich seh von der Schönheit von Gott. Wo ich seh von der Schönheit von Gott.
Jesus, dat is zijn versprechen wat we uitspreken met onze mond, dat we die ons leven lang zingen worden. En dat een woord op ons tikken in onze leven, hoeveel Feind, hoeveel Kampf ook aanstaan in onze leven. We worden wieder zingen, we worden die aanbeden en ons vasthouden aan die Leib, en die Leib die du uitgeschat hast in onze leven. Herr Jesus, du bist in onze Worte uitgegoten en du werkst en du gibst uns Mut abzustehen, in die Boy, wo du manchmal sind in unserem Leben. En Jesus, wir können nicht anders als die danken dafür en unseren Blick nie auf die te richten en ook stil te worden en te horchen wat du sagst, Jesus, en wir beten in diesem Moment, dass du uns redest und unsere Worte anschiebst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Vandaar mocht ik die maat nemen. En wat Bibelsteden die ons verkomens niet zo makkelijk zijn die te lezen, door even na te denken, wils die ons erop opmerkzaam merken dat dat wat we hier op hier leven, dat euer Adalota te eindigt. So wat mir da wichtig ist, ist über der Leib zu reden in der letzten Zeit. Ich meine dann die letzte Zeit nicht von uns persönliches Leben, sondern die letzte Zeit von dieser Weltexistenz. Was ist mit der Leib? Ich nahm einmal eine hochdeutsche Konkordanz und tipp das Wort Leben an. Und das kommt da 260 Mal verdient. Was enthüllen wir in 273 Vers. So, das sage ich mir so viel, die Bibel interessiert das Leben gibt. Die Bibel interessiert das, dass wir Leben leben. Von der erleben wir das heute noch, dass das Wort in uns Menschen von allen Seiten op een proef gesteld wordt. En dan grijpt de Bibel ons toe in Hebräer Kapitel 13 Vers 1, blijft vast in de bruiderleib. Waar zit dat in deze vandaagse Welt uit met onze bruiderleib? Waar leven we die uit? Waar gaan we daarmee omgaan? Dit gedanke die de Bibel ons hier toeruipt, so soll gesagt, der wird aufgeprüft. Und der wird zuletzt immer doller aufgeprüft worden. Das wird nicht weniger worden, das wird nicht leichter worden. Warum ist das so? Ich glaube, dass das so ist, weil wir von der über dem Einbrand überzeugt können. Weil wir von der in der letzten Zeit uns befinden, wovon die Bibel uns redet. Die letzte Zeit von der Weltexistenz. Vielleicht fragst du mich, wer weißt du das? Doch ich weiß nur dort, was die Bibel uns sagt. Aber was ist das für eine Zeit, die letzte Zeit ist? Wir können keinen Tag weiter, wir können keinen Datum weiter, wir können keinen Monat weiter. Das ist uns auch nicht beauftragt, dass wir das weiter danach nicht schwierig nur sein. Doch wir können die Zeit, in der wir leben, erkennen. Die Bibel sagt uns in Lukas Kapitel 21, ab Vers 29, da möchte ich ein paar Verse lesen, wo Jesus dazu sagt. Und heute verteilt er ein Gleichnis. Und sagt, check nur Feenbäume, check nur all die anderen Bäume. Sobald aus die Blätter grün worden, weet je dat voor ons selbst, voor ons selbst, weet je dat de zomer dichtbij is. En groot zo ook, wanneer dit alle passeren zijn, hij had een verher een rij van dingen erwähnt, rekent ermee dat het Gottesrijk dichtbij is. De Frühling, de zomer, die komt en wie weet dat die komt.
Viele richten sich vielleicht um Dotem. Aber ob wir in Dotem haben oder nicht, wenn wir nur die Bäumkirche, wenn wir nur die Anwalt, nur die Naturkirche, dann schauen wir zu einer, das ist dich bei. Die Blätter fangen an zu reinen, einige fangen an zu blähen, und so wieder und so weiter. Die Natur verrot uns die Zeit, in der wir uns befinden. Und so sagt Jesus, dass das auch mit das. Was passiert am Jüntram, das verrot jünt in welche Zeit gestehen. So, wo gehen wir damit an? Wir Menschen, wir sind so geneigt, wir merken uns so viele Sachen deutlich. Und wir haben ein Konzept, so und so und so, was das sein, wenn das nicht so ist, dann ist das nicht dort. Und das passt für uns in uns Format nicht nennen. Und dazu, warum von der und Tag noch viele Menschen warten auf den verheißenen Messias, weil sie können das nicht annehmen, dass Jesus der verheißene Messias wird, der gekommen wird, weil sie sich dort nicht verstellen können, dass das der Ort und Weise, wie wir der kommen soll. Gott hat jedoch verheißen, dass wir einer, der mal starke Hand regieren wird. Wie kann das sein, dass er in einem Schreib in Bethlehem geboren wird und von keinem abgenommen wird? So, das kann nicht der Messias sein. Wir warten auf was anderes. Und das wird am Konzept, und das aufhören, das Unternehmen, das Leben, dass der Messias wirklich gekommen wird. Was haben wir denn eigentlich für Vorstellungen von wann Jesus wird weiterkommen? Kann das sein, dass die auch so besiegt geschoten sind, als damals die Menschen, die sich das anders vorgestellt haben, dass der Messias wird kommen, als der wirklich kommt? Dass wir dann so, und das kann von der auch vielleicht auch so sein. Menschen, die das nicht annehmen können, weil Gott wird je das, die haben dort schwer damit. Die Bibel sagt uns, dass der Wort kommen, aber der Wort anders kommen, als der Feiert mal gekommen ist. Das wird ganz anders sein. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal Jesus seine wieder erwähnen, wenn die dort alle passieren sein, rechnet damit, dass das Gottesreich dich bei ist. Und das ist der hohe Punkt. Rechnest du damit? Rechne ich damit? Lebe ich Tag für Tag damit, dass wir damit rechnen, dass das Gottesreich dich bei ist? Das Gottesreich in dem Sinn, dass Jesus wird weiterkommen und der wird kommen, seine Brüder zu holen? Das ist der Schmidt ehrlich, dass du mir willst sagen, dat wil je al tegen Jesus seine Zeit sagen. Dat die Menschen sehen, Jesus wird bald weiterkommen. Der Apostel sehen, dass Jesus wird bald weiterkommen. Und du sagst vielleicht, passiert ja nichts. Sind ja währenddessen noch 2000 Jahre vergangen und es ist noch nichts passiert. Jesus ist noch immer nicht gekommen. Wo bleibt das? Ich lebe wieder, so sagt wel. Ich lebe wieder, so ist mir das jankert. Wisst ihr, ich habe auch noch nicht. Da möchte ich die von der einen Vers abmerksam merken, den wir in Matthäus Kapitel 24 finden, ab Vers 48. Da sagt das so, aber wenn dort ein Beiseitsknecht ist, der zu sich selbst sagt, mein Haar kommt noch lange nicht. Ich rechne nicht damit. Misst ihr das doch in dem, was du sagst? Du kannst dir doch sein extra jährlich sein und glauben, dass die dort heute abgestehen ist. Jesus tempelt. Jesus sagt, dort ist ein Beiseitsknecht, wenn der sagt, mein Haar kommt noch lange nicht. In Anfang mag seine Menschnechte ram te schlonen en met andere Lüderjons taub te vreten, te zupen. Dan sagt in Vers 50, dan wordt het Knecht zijn Haar an ein Tag komen, an den hij nicht damit rechnet. Für den wird das eine Überraschung sein. Zu einer Stunde, an der er nicht daran denkt. Der wird dann seine Struf kriegen und mit der Heuchler taub door zijn matten, wo zij jammerieren en met de tenetje naar worden. Dat zijn zij hoorden 3 weer. Maar dat zijn Jezus zijn weer. De Heer ons af abschrijven laten. Dat du mij van de tuin hier. Ik schrijf die van de tuin. Dat is tijd. Dat du die koffer spaken ist. De tijd op de eerde. Der rannt uns uit de heen. Jesus heeft het verheiten.
Hij wordt komen en hij komt bald. De Bibel sagt uns, Jesus kommt bald. Bist du rein? En de Bibel sagt uns, hij komt zijn Brut holen. Hij komt met een ganz bestimmtes Ziel. Hij komt, wat zijn Brut holen. Die Bibel sagt uns, hij wordt nicht kommen aus einer, der sagt, ho, ich sehe kommen, merkst du schon rein, kommst mit mir mit? Nee. Die Bibel sagt, der kommt zu holen, wer sich rein gemerkt hat. So, von der haben du een tijd. Von der kunnen du en zeggen, ik reken met Jezus. En ik leef zo dat mijn hart komt. Ik wil zo handelen, mijn hart kan nu komen. Nu, ik wil met hem gaan. Ik zie uit, wanneer Jezus komt. Zo wil hij hebben dat we leven zullen. Hij komt en hij komt anders, als hij dat vijfmaal gedaan heeft. Vielleicht weißt du, wir haben noch viel Zeit. Dat is een beetje een probleem bij ons mensen. Dat we ons leicht aufwarnen van dat wat de Bibel ons leert. En we vangen ons leicht zu einen Tuin te warnen. En we glauben von der na. Wir leben einfach. Wir waren hier 80, 90, vielleicht. Die Bibel hat uns mal verheitet 70, want hier kommt 80. Lang nicht alle erregt wieder. En vielleicht als Jesus euer Dur, euer wie dat gerechnet haben. En viele leven dat zo uit, die verlieren zich in verschillende discussies. Anderen auf te brengen, anderen schwach te merken. Wils, wie hebben je nog tijd? Maar je komt je wel aan en wie waren. Wer weet of maar je komt. Laat wat hier. We hebben niet meer veel tijd. Of du dat niet luistert oder nicht luistert. De Bibel geht Dag für Dag in Erfüllung. En we kunnen van der heute noch mehr Verheißungen sein en erleben, die in Erfüllung gehen, als wir das vorher können. Das, was du zu tun hast, das ist von der. Lass das nicht bei mir. Schüf das nicht aus dem Rütjasse und sag, das darf noch Zeit. Mein Hart kommt noch nicht. Der Haar wird kommen, wann du dann nicht mit gerechnet hast. Der kommt zu einer Zeit, wird wir nicht weiter. In 1. Johannes Kapitel 4, ab Vers 1 fordert der Apostel uns ab, liebe Freunde, in dieser letzten Zeit, da wird dort viel verschiedene Uitleihungen geben. Da wird dort viel Uitleidungen geben. Das ist so, und das ist ja, und du kommst da, und das ist da. Hij fordert uns ab, je läuft nicht jedem Jest. Aber prüft die Jester. Und du kannst, wenn du ein Kind Gottes bist, ganz geloten getröst sind. Die Bibel gibt die Richtlinien und die sagt, auf der Geist von Gott ist, prüft ihn. Da sind viele falsche Propheten in diese Welt gekommen. Und das ist, woran je weiter kennen, of de Geest van God is oder nicht. Je kennen dat weiter. Jeder Geest, die dat bekend, dat Jesus Christus als Mensch van Fleisch en Blut in deze Welt gekommen is van God. Das ist kein Geheimnis hinter. Das ist keine mysteriöse Sache dahinter. Das ist ganz einfach zu erkennen. Ein Geist, der das nicht bekannt, sagt er wieder, dass Jesus im Fleisch und Blut gekommen ist, der ist nicht von Gott. Da brauchen wir hier was diskutieren, da brauchen wir keine Zeit über verlieren. Das ist der Geist, der je in Christus ist, sagt er, der das nicht bekannt. Von dem die gehört haben, und dat der kommen wird, und der ist nicht all in der Welt. Der wird damals all in der Welt, und der ist von der noch viel stärker vertreten. Liebe Kinder, sagt er, sie sind von Gott und haben dort all besiegt. Der Geist, der in Jünd ist, der ist geraten als der in der Welt ist. Der wird von dieser Welt sind, der redet auch von dieser Welt. Mein Haar kommt noch lang nicht. Der Utsei, das ist eine Utsei von der unter der Herrschaft von dieser Welt leben.
Aber nicht die unter der Herrschaft Gottes leben. Die unter der Herrschaft Gottes leben, die sagen, mein Hart schämt. Mein Hart schämt. En ik leef door nu dat hij komt. En wanneer hij komt, dat hij mij ongetrokken eruit vindt. Met te nemen als zijn bruid. Die wat van deze wereld zijn, reden ook van deze wereld. En dat is waarom de wereld nu aanhorcht. We zijn van God. En wer God schaamt, der horcht nur ons. Waarom? Weil we van dat reden, wat God ons heeft in zijn woord abgeschreven. En wer Gott nicht schaamt, will von uns nicht hören. En wer Gott nicht schaamt, will von uns nicht hören, daran können wir weiter auf ein Geist von der Wahrheit stammt oder von dem Falschen ist. Die Blätter an den Bäumen, das koinzidiert nicht, das stimmt nicht korrekt zu diesem Thema. Wie sind dort von der en onze omgeving aan de boom, die zijn rein. Die Blätter, wovon Jesus redet, die reine. Die reine. Die Frau ist erkannt, wie die Tiet, en die wie stonen. Die Sommer, der ist verder der. Bist du reid? Bist du reid, wenn Jesus kommt? Oder wird er die überraschen? Die Leib, wo ich an den Anfang von rede, die wordt bij velen kalt worden. Dat is waar de Bijbel ons van redet. En dat is wat er maar daar passiert. En Jezus zegt dat zo in Matthäus Kapitel 24, op vers 9. En dan worden zij junt en dat eland stuiten en junt uitmerken. Weißt du, die noch wieder zu Jesus bekennen? En wels je jun te mijn noemen bekennen, worden jun alle Völker nicht lieden kennen. En dan worden zich vele euren en zich untereinander verroden en zich untereinander nicht lieden kennen. En daar worden vele falsche Propheten opstonden en vele verleiden. En wils de Gottlosigkeit wordt overhand nemen, wordt de lijf bij vele mensen kalt worden. Aber wer wat om eng uithoudt, wordt gered worden. En dat evangelium van God zijn rijk wordt in de ganze wereld gepredigt worden. Zodat alle Völker dat hieren. En dan wordt dat einkomen. Ik heb manchmal dem Uitdruck gehört, dat mensen zich een beetje beruhigen daarmee, dat als je nog niet allebei gepredigt worden. Bij God is dat een vinger omdraaien. Dan is alles passiert. Der heeft alle Macht. Der heeft al het weten. Der heeft veel meer mogelijkheden als onze vandaagse technologie die er satelliet heeft. Dat is een uw tuin opmerken. Als alles passiert, wat heeft passiert zal worden. Damit gaan we ons niet beruhigen. Of we kunnen dat, wie lang nog over deze afschnitt kunnen we nog reden van jou. En onze vandaagse tijd nemen. Wat we van jou leven. Weltweit. Aber wie, die wir hier in Paraguay sind. We aangenomen zijn de meeste Christen van de angst. Wat kan ons passieren? We kunnen verrecht getrokken worden. Wanneer we als Christen deze waarheid uitleven worden. We kunnen ons niet verzamelen. De lijf, de broederschaft, de broederliche lijf waarvan de Hebreeën redt. Die hij zegt, die zal we pflegen, die zal we bijbehouden. Die zal we leven met, die zal we metteilen. Wo blijft hij? Wo blijven de gemeenschaften van de Kinder Gottes, wo de Bibel ons van redt? We zijn toch zo aangenomen van de angst.
En huwen respect. De mens heeft geen eeuwig. Is dat ook dat wat God van ons wil? Hebben we deze Ehrfurcht Gott gegenüber? En diesen Respekt? We gaan je noemen van de angst dat anderen ons verraden worden. Hast du dat gehoord? Ik heb dat gehoord. Wat is, wanneer we ons verzamelen en einer steht sich da even, die wordt ons verraden? Ik vraag die van jou, is ons de prijs te heel? Weil wir Leute dem Respekt und der Furcht den Menschen gegenüber haben, als Gott gegenüber. Jesus sagt das. Die worden verfallen. Die worden nicht Lieder kennen. Und die worden verraden. Wenn wir nicht tun, was die Bibel uns sagt, dann worden die uns nicht verraden. Dann worden die uns nicht verfallen. Dann wird uns keiner vergerecht tragen. Dann wird uns keiner nicht Lieder kennen. Bis wir tun, was die Welt uns sagt. Wenn wir anfangen wollen, dort zu leben, was die Bibel uns lehrt, dann worden die uns nicht Lieder kennen in der Welt. Und dann worden die uns in Jahren sein. Dann worden die uns verfallen. Und Jesus sagt, dann worden die in Tijd merken. Wat voor een angst heeft ons aangenomen. In deze tijd die we van jou leven. Dat is met een omdraaien. Anfangs jaar aangekomen met dat thema van de pandemie. Die ganze Welt volgt. En de ganze Christenheid volgt diesen Druck. Wo stehen wir? Wo fangen wir an, uns radikal zu Gott zu bekennen und sagen, ich gehe nicht wieder mit, was wird hier? Wann der mir evangelieren, was ist dann? Na, das haben wir dir gesagt, ne? Die Bibel sagt mir das, dass die das waren. Das sagt kein Mensch, dass die das waren. Die waren uns verklauen. Die waren uns gerechtfertigt. Nicht, weil es Menschen das sagen, sondern weil es die Bibel uns das sagt. Mir ist das ein sehr deepes Anliegen all gewesen. Ich bin Zeuge von verschiedenen Veranstaltungen in dieser Zeit gewesen. Und ich habe so viele die Frau gehört, was das angenehm sein, was das angebracht sein für Menschen, was die Regierung das annehmen. Aber ich habe noch einmal die Frau gehört, was Jesus dort annehmen, ist das angebracht für Jesus. Was für eine Christus habe ich? Mein Haar kommt doch noch gut. Mein Haar kommt noch lang nicht. Oder lebe ich so, als dat mein Haar im Sommer vor mir steht? Das kommt bald. Unsere Uitforderung. Ernsthaft, brennend. Du nur te zeggen. Wat wordt Jezus van jou doen wanneer hier, zoals Norbert, in Charpa, man ons zetten wordt? Wat wordt Jezus hier in Paraguay doen, wanneer in Charpa hier wordt in ons leven? Wordt hij al dit respectvol opvallen wat de wereld zegt? Ik geloof dat zal ons wichtig zijn. Wat wordt Jezus doen? En dat wil ik doen. Weil wir wirklich dort tun, was Jesus tun will? Dort fordert von uns ein Preis. Viermal rede ich über die Bereitschaft, einen Preis zu tun. Gott nur zu fallen, zu Gott zu stehen und einen Preis zu tun. Dort ist hier von der Seite, wenn wir uns zu Jesus bekennen wollen, sind wir bereit, diesen Preis zu tun? Oder habe ich kurz Angst, wenn irgendwer dreift mit, dass die wollen dich verklauen? Dann wollen sie mich verklauen. Die Bibel hat mir das al lang gesagt, dass das wird so sein. Will ich dann noch zu Jesus? Oder will ich nicht? Viermal erwähnt ich dem Aufschnitt in der Bibel, sagt Jesus, will die dann auch gehen? Die dürfen gehen. Aber die Herausforderung ist, klar, wenn wir uns zu arm bekennen wollen, dann wird das Verfallungen geben. Und in der Zeit stehen wir von dir.
Wanneer we rondkijken wie daaruit in de wereld, veel ooier als hier bij ons. Veel het. Van de verheißungen Gottes, die zijn al aangetroffen. En andere zijn erbij. Een van de grote tekens die we zeer klar met erleben in deze tijd van de pandemie, is dat we geloven ons uiteinander leven. Dat waar we aan. Dat geeft immer een grotere distanz tussen ons in de Beziehung, in de Gemeinschaft. We leven ons jeder Tag voneinander. En immer mehr verschiedene Meinungen komen op. Die de Spannungen vieren. En die brengen ons toen nog aan wat de Bibel zegt. We worden ons ontvangen. Jenseitig als vriend te zijn. En die reële die voor de pandemie aangevierd zijn, die bewerkt je dat in ons. Zo ik zou mijn Nächsten als een vriend voor mij, als een bedrohung voor mij, die wordt mij aansteken. En wat is wanneer die mij aansteekt? Wat kan met mij passeren? Die Spannungen, die worden immer groter. Ons wordt rechthaberij weggaan. Als deze lijf, wo dat im Hebräer van redt. En wanneer du met deze uitzaaien Schwierigkeiten hast, dan merk ik die uit, red met Jesus darüber. Der heeft dat gezegd. En ik lees den Vers nochmal, wie es die Gottlosigkeit wordt überhand nemen. Wordt de lijf bij vele mensen kalt worden. Erlebst du dat? Of we dat nu wel zo hebben, oder niet. Dat is de waarheid. Op een andere situatie wijst zich dat anders uit. De Bibel zegt ons in 1 Johannes kapitel 3 vers 16. Wat ware lijf is, kunnen we aan Jesus zijn. Die zijn leven voor ons juifen. Ik wil daar eenmaal een klammer opmerken. Dat is een afgesloten kapitel. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven, doordat we leven kennen. Dat wat geen ander voor ons duinen kennen en dat kunnen we ook niet van anderen duinen. Dat heeft Jezus tegengemerkt. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven, doordat we leven kennen. Maar ik wil hem wieder lezen, den Vers. Waarom heeft hij ons dat gegeven? Hij heeft ons door te bevestigen. En zo zal we ook willig zijn, zegt ons dit vers, ons leven voor de bruid te geven. Is dat wat we willen? Is dat wat we willen, ons leven voor de nächsten te geven? Wanneer Jezus zijn familie gegeven heeft. Vandaar is dat leider zo wereldwijd. Dat man Schwierigkeiten heeft met kranke mensen te bedienen, die in einem Liede zijn. Waarom? Weil man Angst heeft angesteckt te worden. Ik kan een kranke niet te dichtbij komen, weil ik Angst heb angesteckt te worden. Wie zijn dat in de krankenhuizen? Dat is zo hechtste Verzicht. Kranke personen gaan even. Weil man voor COVID grausam Angst heeft. Wanneer ik diesem Aufschnitt lees, wat ware lijf is, kunnen we aan Jezus zijn. Die zijn leven voor ons juift. Wanneer Jezus eerstmal deze haltung gehad had, ons jij en Eva, zo'n angst te hebben, te sterven voor ons, würde du en ik niet kunnen geraad zijn. Aber weil es heute Angst in ihre Feit nehmen sagt, dein Leben ist mir wichtiger als mein Tod. Du wegen Gott noch iets. En das, woran du en ik leven können. Zo is dat ook van jou. Wanneer ik geloof dat ik kan die niet beduinen wil, ik geloof, ik heb angst, ik word met immers angesteckt te worden, dan schrie ik dem indruk dat ik me beter geloof als die. Ik zie te schon angesteckt te worden, wanneer dat zo is dat hij angesteckt is.
en dat hij krank is. Kan dat zijn dat ik mij weer zie vergaat als hij die krank is? Oida, heb ik dat christelijke principe in mijn vlees worden laten en dat wat Johannes zegt, dat bijspel Jezus te vallen. En zei ik zie rui, want dat mijn leven kosten zal. Om mijn nächsten te helpen. Waar leven we dat van jou uit? Wat brengt ons de pandemie? En wat van een tijd leven we? En erkennen we dat? Ik geloof die tijd, wo man zeggen kan, alles wordt beter en alles wordt waar goed worden, alles wordt waar normaal worden, der rand ons uit de hang. We hebben geen controle over de tijd in die we ons bevinden. We hebben geen controle over de wereld. Niet mal de mensheid. De Weltherrschaft heeft de controle over de wereld. Wat zo wordt als de Bibel zegt dat het wordt. Omdat Jezus zijn Herrschaft eind voor eeuwig installeren wordt. En de Weltherrschaft voor eeuwig afschaffen wordt. Maar zolang wordt dat ver weg kunnen. Zoals dat in de schrift gezegd is. Wat is die mening daarover? Wat luistert u? Kan dat uit zijn met dem dat we in de laatste tijd zijn? Bist u persoonlijk van de Überzeugung, dat die Haar noch lang nicht kommt? Vielleicht uit dem Grund, dat de Apostel dat al damals zeiden, dat Jesus bald wat war da komen. En der ist immer noch nicht gekommen. Dann rüpp ich die von der Tau. Sie nicht in bei sich Knecht. En steht die nicht darauf, dass der nicht kommen wird. Die Bibel sagt, Jesus ist für der. Der wacht bloß da nur, dass der Vater was sei. Nu zit rein. Nu hol de Brut. In de Hebräische Kultur, wie dat damals so, dat de Brigum, die moest zijn woning beim Vater zijn huis aanbieden. En wanneer de Vater dan zei te zijn jong, nu is de woning rijdt, nu willen we vastmerken, nu go hol die Brut. Dan holt hij de Brut. En dan merken ze vast. Für die damalige Kultur wordt dat een ganz klaren Sinn gemerkt, als Jesus zei, ik ga trainen mijn Vater. Wils ik heb mijn vrienden erworven. Nu moet ik trainen om Vater woningen voorbereiden. En wanneer de Vater wat zei, jong, du hast het goed gemerkt, de woning is eruit. De Brut is on je wacht op die. Dan wordt hij komen. Dan slaat hij staan. Bist du reid? Tja, wie dan met opene hang staan en zei, jo, kom, ik wacht op die. Ik vrees me dat du die aan dat je huilen hast, wat du me versproken hast. Du wirst komen. Werk op, dat du slaapst. Oh ja, hij verder der is. Van der is de tijd, en ik wil met de Paulus in weer sluiten, het 1 Timotheus, kapitel 1, op vers 4, waar ik wat vers lezen. Alles wat we leren, is door dat door lijf uit reinem harte, uit goudem gewassen, en een stootje geloof is. Dat is wat in de leer van de Bibel staat. Lijf ondereinander. Angefälscht. Du kannst met mij rekenen. Ik zie, wie ik zie. Ik had geen tweede gezegd, ik speel die niet meer. Wahrhaftigkeit, ernsthaftigkeit, zuverlässigkeit en wahrhaftig geloven. Van dat groot zijn aan je afgekomen en brengen er een tijd ten strijderie en reden wo niets goud doorheen is. Zij mochten hier een leraar zijn die dat je zaad leren. Zij weten aber zelfs niet van wat ze reden. Wie weet, zegt Paulus, dat je zaad goud is, wanneer dat recht gebruikt wordt.
Wie moeten verstoren dat Gesetz nicht für die Gerechte gegeben ist, aber für die Gesetzlose und Verbrechers, für die gottlosen Sünder, für die Unheiligen Arenen, für die Mörders, die Vater und Mutter anbringen, für die Hörer und Söhne, die mit ihr eigenes Geschlecht schon driven, für Kinderstehler, für Lehrer, für die ein falsches Zeichnis geben. Und für alles, was selbst noch Gott seine heilige Liebe. Und dort wundervolle Evangelium ist, was der seilige Gott mir anvertraut hat. Diese Liebe, die Paulus uns hier bestätigt hat, die will wir von dir wiedergeben. Aber wir müssen uns das bedenken. Was bedeutet das für mich persönlich? Gott wird die zur Verantwortung tragen. Für das, was du gelebt hast. Oder für das, was du nicht gelebt hast. Die wird nicht können dienen nur Frauen, welche hast du, oder welche hast du sie tun. Die wird die Frau. Du brauchst deine eine Überzeugung. Du brauchst deinen einen Glauben. Du kannst die nicht auf das basieren, dass andere Glauben gehabt haben, oder dass andere Überzeugung gehabt haben. Du musst dort uitleven, wat du in deinem Hart leist. Dat is daar uit möglich. Dat die kan een prijs kosten. Dat du was verfalscht worden. Dat man die verraden wordt. Dat man die verklauen wordt. En dat du was angestoppt worden. En, wenn ze wieder gaan west, dat kan zijn dat du was angebracht zijn. Wils du an Jesus glauben hast. Zou wie reiden, Jesus nur te vallen? Wel wie dat werkelijk? Der Weg ist hart und das hat er uns noch niemals gesagt, dass das leicht wird sein für jemand, wenn Jesus noch fallen war. Aber er hat uns dartend das sichere Versprechen. Jene Stadt ist nicht auf diese Erde. Aber Jesus ist al vor 2000 Jahren mehr noch vor der gefahren. Wohnungen, Reutemerken, für die nicht Angst zu haben, auf diese Erde, seine Nummer, ganz öffentlich zu bekennen und sagen, Jesus ist mein Lehrer. Jesus ist mein Rader. Vor dem Himmel. Dien Wort ist sehr, sehr hart. Dien Wort ist aber sehr klar. Du redest von der zu uns, durch dien Wort und der Überführung von deinem Heiligen Geist. Viele gehen weg, wie es dien Wort zu hart ist. Laat uns genoeg vinden voor die. Dat we immer dieper kunnen in dien Wort gaan. Dat we immer dieper kunnen in die Wahrheit gaan. En dat die Wort en die Wahrheit ons immer wichtiger wordt. Dat we leren kennen, jij in deze Ströme van deze Welt te schwammen met vriem Gewissen. Je te weten dat du ons vrijgekocht hast. Durch dien Beleid. En dat we zo leven leren kennen als du dat hast gedaan en ons dat gewezen hast. Haar verschiedene Menschen hier aan ons touw. Musst du durch deinen Heiligen Geist evaluieren. Von dem Lohn von der Nachfolgung und dem Preis von der Nachfolgung. Und laat ons op die kijken. Dat je de ontvanger en de verlander bist. Dat wat du aangevangen hast, dat worst du ook te einvieren. En al die wir unseren Glauben, unsere Hoffnung, unseren Vertrauen auf die Seite, haben die Verheißung, dass du uns bewahren wirst, an dem Tag, wo du wirst wiederkommen. Die alle ihr für alle Ewigkeit. In Jesus Christus in Namen. Amen. Diese grote Leuven, das sind Serien, wo wir uns der fast anhören. Denn weil wir uns so gegenseitig zu sprechen, also aus Mitsprachen zu sein, das lernt sich fast zu hören an Jesus Christus. Das lernt sich auch dem Priester dafür.
Wir wollen uns das gegenseitig sagen, dass der Herr die sehend und die beschützte Wort. Jesus hat uns mit alle himmlische Segnungen gesegnet und wir dürfen uns das auch gegenseitig terpen und sagen, das hat nicht nur bloß eine Fall, die waren eigentlich nur mich für Christus bekannt. Nee, Generationen und Tausende Kinder, no mir, no die. Woran Christus vorshölle, wenn du von der Entscheidung machst. Das ist eine wunderbare Verheißung. Sing noch mit uns mit und sprich es aus über deinen Ehepartner, über deine Kinder, über deinen Nachbar. Ich will das sprechen über dein Leben. De har sehen die, hinschützt die, lot sie non je sei schien, en sie gnädig mit dir, mocht heu dich die blieben, hinschenkt die Frieden. De har sehen die, hinschützt die, lot sie non je sei schien, wenn sie gnädig mit dir, mocht heu dich die blieben, hinschenkt die Frieden. Sehen die, hinschützt die, lot sie non je sei schien, wenn sie gnädig mit dir, mocht heu dich die blieben, hinschenkt die Frieden. Eva duizend, door die nokom, die familie, die Kenia, en de Kenia, Ere Kenia, zijn je vader, mocht op duizend, Eva duizend, door die nokom, die familie, die Kenia.